Lüge! Lüge! So eine Lüge! Guten Tag, meine Freunde. Habt ihr mich vermisst? Es ist schon wieder 2 Wochen her, als ich das Video geladen habe. Perfekt! Und ich habe gesagt, ich will diese Woche wieder aktiv sein. Ihr wisst, ich mache YouTube. Ich glaube, das ist kein Geheimnis so. Es ist ja kein Geheimnis, dass ich YouTube-Videos mache. Aber irgendwie hat das Ganze mal angefangen. Und das ist mit meinem allerersten YouTube-Video passiert. Und ich habe tatsächlich noch nie auf mein erstes Video reagiert. Ich habe schon auf Videos reagiert, die nicht online gekommen sind. Aber auf mein erstes Video, das online gekommen ist, wie das Ganze angefangen hat, habe ich noch nie reagiert. Und es ist fucking cringe. Und das Video habe ich hochgeladen am 15. Februar 2018. Das ist schon 4,5 Jahre her. 4,5 Jahre! 4,5 Jahre! Was? Und ich mache immer noch YouTube. Crazy, crazy. Let's go. So, also ich schwinge mich so schon, aber also wie sehe ich da aus, Mann? Ja, aber dann, wie mein Zimmer ausgesehen hat, ich hatte so viel Müll gehabt. Also was ist denn das bitte da hinten so? Wie viele Taschen willst du aufhängen? Oh nein, und dann hatte ich so einen Fotorahmen, wo Selfies draufsteht. Das war wirklich cute. Lol, das Gestell da, wo ihr gerade seht, das ist das da hinten. Okay, wir fangen. Oh, ich muss eigentlich schon wieder ein Intro haben. Freunde, schreibt mal in die Kommentare, soll ich mal wieder ein Intro machen? Sehr schön Vibe so. Also vielleicht nicht gerade das normal so. Man könnte maximal vermuten, dass ich jetzt Game-Content machen würde. Habe ich nie gemacht. Hey zusammen und herzlich willkommen zu meinem ersten Video hier auf YouTube. Ich habe schon so lange ein Video auf YouTube stellen. Ich habe kurz die Musik im Hintergrund appreciated. So richtige Bibi-Musik alle. Okay, stopp. Ich habe schon so lange ein Video auf YouTube stellen und ich habe es nie hergebracht. Nie. Entweder habe ich mich nicht getraut oder bin nicht zufrieden mit dem Video und jetzt habe ich es endlich geschafft. Aber ja. Oh, das ist so sweet. Oh, ich komme nicht drauf klar. Ich habe schon so lange vor, wie gesagt, YouTube zu machen. Ich schaue schon sicher 3-4 Jahre YouTube-Videos und ich habe es mir immer vorgestellt und habe mich nie getraut, weil ich gedacht habe, was denken meine Kollegen von mir? Aber eigentlich, ich habe dann überlegt, scheißegal. Ich lebe meinen Traum, ich habe das schon so lange wollen. Und ich scheiße auf das, was die Leute mir sagen. Also erstmal richtig Statement rausgehauen, richtiger Real Talk. Nein, Freunde, ganz Real Talk. Macht das, wenn ihr Bock habt, scheiß drauf, was andere Leute über euch denken. Wenn ihr mit YouTube anfangen, fangen mit YouTube an. Nein, schlussendlich all die Menschen, die mich gejuckt haben, was sie jetzt über mich denken, die sind jetzt nicht mehr in meinem Leben. Das juckt mich auch nicht mehr, was die jetzt über mich denken, darum go for it. Jeder, der seinen Traum hat, soll es einfach mal probieren, weil sonst bereut es irgendwann nachher. Und jetzt stehe ich halt vor der Kamera. Ich habe halt schon von Anfang an überlegt, okay, wenn YouTube machen, dann Hochdeutsch. Und ich tue so scheiße auf Hochdeutsch. Ich dachte, okay, nein, das kann ich nicht tun. Ich hätte eigentlich hochdeutschen Content machen, aber meine Mom hat gesagt, mach das nicht, das ist cringe. Und ich habe mich voll offended gefühlt, aber schlussendlich hat sie recht gehabt. Ich glaube, hätte ich mit Hochdeutsch angefangen, das wäre darum Kuss raus, Mami, dass du mir davon abgeraten hast, Hochdeutsch-Content zu machen. Ja, ich habe einfach gedacht, okay, dann machen wir es mal auf Schweizerdeutsch. Ich meine, es gibt sicher viele Schweizer, Schweizer, die auch YouTube schauen. Vielleicht gibt es sogar Deutsche, die meine Sprache verstehen, ich weiß es nicht. Ich hoffe auf jeden Fall, dass sie mich verstehen, also mein Dialekt. Ich meine, ich bin Zürcherin, für die, die es noch nicht gemerkt haben. Digga, was habe ich mir überlegt? Dass irgendwie Berner Zürichdeutsch verstehen, dass das irgendwie 50 Meter weiter eine andere Kultur ist oder was? Und ich habe gedacht, mit dem ersten Video werde ich einfach so mich ein bisschen vorstellen, was so meine Videos werden sein, damit ihr so ein einen Einblick habt, so wie meine zukünftigen Videos in 10 Milliarden Jahren so noch werden sein. Ich habe mir so viel überlegt. Ich habe mir so viel überlegt, dass mein erstes Video sein. Was machen wir? Machen wir ein Video, das wir nennen mein erstes Video. Richtig kreativ. Rar. Also, ich stelle mich mal vor. Fangen wir mal an. Ich heiße Natalie. Boah, der Übergang! Oh, Freunde. Ich heiße Natalie, ich komme von Zürich und eigentlich ziemlich alle, also meine Kollegen, meine Familie nennen mich Nati. Darum heisst ich auch Nati Style. Ich habe so ein bisschen meinen eigenen Style, also jetzt nicht von Kleidern her, sondern von meinem Charakter. Also ich bin so ein Mensch, ich kann mich blamieren und ich merke erst später, oh Scheiße, wieso habe ich das gemacht? Ich glaube, das war so mein erster Joke von diesem Video. So ein bisschen. Hey, ich bin voll tollpatschig, die lieben mich, ich bin anders als die anderen. Und
Ja, also ich habe ziemlich wenige Hemmungen eigentlich. Ich kann auch problemlos vor Leuten anstehen oder so und ich habe eigentlich keine Lampenfieber. Ich weiss nicht wieso. Lüge! Lüge! So eine Lüge! Was für... Kein Lampenfieber, Bre, absolut nicht! Ich tue mega gerne Videos schneiden und auch filmen und all das und organisieren. Ich bin so ein Mensch, ich mache das mega gerne und ich habe dann von Anfang an gedacht, okay, wenn ich das gerne mache, was hindert mich denn überhaupt trotzdem YouTube machen? Ich meine, wenn es wirklich mein Traum ist, wieso machst du es nicht einfach? Und ich habe einfach gedacht, okay, die Leute, die mich nicht unterstützen bei dem, die aber gleich meine Kollegen sind, sind dann halt eigentlich gar nicht wirklich Kollegen. Meine zukünftigen Videos werden halt so ein bisschen Comedy sein und ich habe mir am Anfang überlegt, dass ich jetzt wirklich Beauty mache, weil das machen so viel. Digga, also ob ich Beauty würde machen? Junge, du hast schon mit 16 Jahren noch nie geschminkt, Mann. Was? Und ich habe gedacht, okay, ich bin nicht der Mensch, der so voll Beauty ist. Ich bin nicht der Mensch, der voll Beauty ist. Kennt das vollkommen nicht. Ja, ich mache einfach so ein bisschen 10 Arten davon oder irgendwelche, vielleicht auch Morgenroutine, Abendroutine, vielleicht auch Vlogs, das werden sicher auch viel kommen. Vlogs habe ich absolut nie gemacht. Doch eine mit der Mara damals. Wir reden nicht über den. Das war unser Vlog. Ja. Aber ich finde es toll, dass ich immerhin nach 4 Jahren endlich mal denke, ja, könntest du mal einen Vlog machen. Jetzt müssen in dem Fall nur noch Comedy-Videos kommen. Ja, einfach so ein bisschen unterhaltend und vielleicht auch witzig. Ich probier's. Und vielleicht auch witzig. Ich probier's. Habe ich es geschafft, finde Lachen dann? Hä? Find ich lustig. Ja. Ich hoffe, dass ihr mich unterstützt bei dem, dass ihr vielleicht jetzt gesehen habt, so okay, das wird cool. Vielleicht abonniert ihr mich sogar und lasst ein Like da. Ein Like. Ist doch ein Like. Ein Like. Ja, und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video sehen. Tschüss! Ja, Freunde, was denkt ihr über mein Video? Haben wir es lustig gefunden? Ist es lustig gewesen? Lasst ein Like da auf jeden Fall und schreibt in die Kommentare, ob ihr das Video lustig gefunden habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Kirsche, kannst du mal die Fresse halten? I like to move it, move it. You like to move it. Abonniert Natti Style. Tschüss!